herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dende vloggt und so. Vorab, dieser Vlog wird wahrscheinlich ein relativ zäher Labervlog. Das, was ansteht, würde ich gerne so ein bisschen umschreiben und euch so ein bisschen erklären. Ja, heute ist Sonntag, das heißt eine Woche vor meinem Wettkampf, vor diesem 10-Kilometer-Lauf. Also, wer sich fragt, was das für einer ist, das nennt sich Bickendorfer Bütchenlauf. So 300, 400 oder 500 Leute nehmen da teil. Königsdisziplin ist da der 10-Kilometer-Lauf. Kurzer Rückblick letztes Jahr. Ich glaube, es waren 500 Teilnehmer oder 300. Ich glaube, 300 waren es bei dem 10-Kilometer-Lauf. Ich da so total selbstbewusst und hochmotiviert hingegangen. Das Ende vom Lied war einfach, dass ich wirklich drittletzter war von allen Personen. Ja, ich habe für 10 Kilometer 1 Stunde und 7 Minuten gebraucht, was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall dieses Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich schneller laufe und vielleicht nicht der Vorletzte oder der Drittletzte bin. Viele von euch wussten es wahrscheinlich noch nicht, aber ich esse es sehr gerne. Umso schwerer fällt mir das jetzt zu sagen, dass es heute wahrscheinlich so einer der letzten Tage, beziehungsweise heute ist der letzte Tag, an dem ich mich frei in der Essenswelt bewegen kann, sage ich mal. Das heißt, ich werde ab morgen eine Diät anfangen. Jetzt kommen mir schon fast die Tränen. Es ist da jetzt nicht irgendwie so, dass ich da sage, ich bin viel zu fett, ich kann nicht mehr rausgehen, weil ich so fett bin. Ich sehe so fett aus. Nee, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Mir ist, wie ich aussehe, ist mir scheißegal. Ich merke es halt zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, merke ich es halt extrem in den Knie und in den Gelenken. Da halt dieses enorme Gewicht. Und das äußert sich dann halt in Schmerzen, Verletzungen und so weiter. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich da ein bisschen was machen will. Gewichtsmäßig. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, ja, der macht aber immer so viel Sport, das sieht man doch immer, wie der laufen geht und zu Fahrrad fährt und so. Das stimmt, aber ich fresse zu viel. Ganz einfach, ich bin so viel am Fressen. Allein die Tatsache, dass ich weiß, dass ich morgen Diät mache, oder was heißt Diät, also mich anders ernähre, lässt mich schon in ein Loch tiefster Depressionen fallen. Das Einzige, was mich erfreut, ist, ja, heute Abend bestelle ich was zu essen. Oh, ich muss ein bisschen langsamer machen. Ich bin jetzt ungefähr so 4,5 Kilometer unterwegs. Ich habe krassen Hunger. Hier am Wäldchen haben so viele Leute so kleine Schrebergärtchen. Und da wird sonntags, oder nicht nur sonntags, da wird halt meistens gegrillt. So, und ich als alter Saarländer, wenn ich rieche, es wird irgendwo gegrillt, da geht bei mir direkt das Kopfkino los. Urpilz hier, Schiene am Grill stehen und ein fetter Schwenke. Und was mache ich? Ich schlafe hier im Wald rum und habe Hungerast. Sieben Kilometer und 200 Meter. Also Luft habe ich noch ohne Ende, aber die Beine, die Knie, die Gelenke. Und ja, das habe ich euch ja eben schon erzählt, dass ich einfach... Also ich hab Spargelbeine, aber so ein Bauch. Meine Brüste hängen auch schon. Naja, der schätzt ein Scheiß, der Typ. Hier ist 30. Muss ich ein bisschen langsamer machen. Rundenzeit 9 Minuten 22 Sekunden. So, 10 Kilometer fertig. Grundlagenausdauer, GA1, 70% der maximalen Herzfrequenz. Und das bedeutet bei mir, ich laufe langsamer, als man normalerweise geht. Es weht ein richtig frisches Lüftchen. Moment, gerade ist ja Herbst. Ah, das geht. Schnelles Jäckchen drüber, damit der Bub nicht krank wird. Boah, ist echt frisch. Vor 3 Tagen waren es noch 33 Grad. Unglaublich. So Durst hatte ich aber. Da ich ja immer schon vorsorge und weiß, dass ich jemand bin, der gerne isst. Ja, hier, kriegt
Das ist Lifehack. Das ist mein Döner. Döner ohne Cola. Der Kerl. Om nom 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 nom. Dann gucken wir mal, was der Döner-Serhat heute gemacht hat. Ganz schön mini. Ob ich davon satt werde? Ist das lecker! Das muss wehtun. Das muss richtig wehtun. Erst dann was esse richtig gut. Darum esse eiskalt Cola. Direkt so schnell trinke, dass es wehtut. Herrlich. Schnickers und Hunger als Guest. Schieben uns direkt auch noch hinterher. Als ob ich nicht fett genug wäre. Schiebt er sich das Ding nur noch rein. Leck. Ich bin gerade voll K.O. Mal mit meinen kleinen zwei Boys hier. Mit dem Schniepchen, dem Schmendrick. Werde ich mir mal noch ein Filmchen reinziehen. Tote fahren kein Auto, Matt. Kommen Sie. Ja, ich habe noch ein bisschen gechillt und irgendwie bin ich wirklich richtig K.O. Also ich habe Kopfschmerzen und und Hunger habe ich auch. Und deswegen werde ich mir jetzt mal was Cooles zum Essen bestellen. Das ist ja nicht so einfach, was wir hier alles haben. Also, aber was ich jeden Fall Bock habe, ist eine Currywurst mit Pommes. Ist zwar kein Vergleich zu dem, was man in Saarland bekommt, aber naja, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hier hat, ne? Okay. Die Frage ist, was ich mir jetzt noch bestelle. Eine Pizza? Was? Eine Pizza? Irgendwie habe ich auf Pizza gar nicht so richtig Lust. Mir explodiert der Kopf. Oleg, weil ich nicht weiß, was ich essen soll. Oh, ich habe noch was Cooles gefunden und zwar nehme ich mir noch Samosa. Das sind gefüllte Teigtaschen mit Gemüse. Und die Teigtaschen sind natürlich frittiert. Die packe ich auch mal noch mit ein. Das sind nur ein Snack. Scheiße, soll ich mir noch Calzone nehmen? Ach komm, was soll das? Ich mache doch kurzer Prozess. Ich hol mal noch eine Pizza. Da, Diavolo. Mit Paprika, Salami, Champignons und scharfen Peperonis. Welche Größe, welchen Umfang? 26. Ja, komm. Packen wir noch mit in. Ja, das reicht, oder? Currywurst, Samosa und eine Pizza Diavolo. Ich hol mal noch was zu trinken dazu. Weil das beste Essen ist nur so gut wie der Tropfen danach. Das habe ich mir gerade so selbst ausgedacht. Ja, komm, da ziehen wir uns noch 1 Liter Mezzomix drin. Hopp. Okay, Bestellung abgeschickt. Dann warten wir mal, bis das gute Zeug kommt. Herrlich. Guck mal auf die Uhr, als es klingelt hat, war es 52, also 22 Minuten. Das was? So viel Essenschnummer, Oleg. Geil. Das ist leider das letzte Mal. Legende Essen bekommt, das verdient die Welt in Ordnung. Okay, das ist Samosa. Das sind diese gefüllte Teigtaschen. Lecker. Lecker. Also normalerweise gibt es da so einen Minz, so einen cremigen, hellen Dip dazu. Aber er hat gemeint, diesmal bringt er den roten mit. Der wäre noch besser. Und er hat recht. Geil. Das schieben wir mal da rüber. Muss alles in Reichweite bleiben. Das Currywurst mit Pommes, ja, ist nichts Besonderes. Aber Pommes, ein klein bisschen zerdatscht. Aber ein klein bisschen knusprig auch noch. Also, okay. Ja, doch, kann man so essen. Ja. Jetzt kann man zu der Pizza. Die Pizza Diavolo. Da, 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 da. Alter. Alter Vater, was ist denn da los? Die da kommt direkt aus dem Himmel. Die ist nicht von dieser Welt, die da. Schnieppi. So viel hat der Papa noch so viel Essen bestellt. Ja, der ist irre, ne? Schnell mal kurz gekartet das Ding. So, dann probieren wir noch gleich so ein Stück. Halt.
Alter, was heißt. Aber fantastisch. Also 22 Minuten, 17 Euro für alles inklusive Getränk. Ja, geil. Ja, steht schwer's. Hätte auch gesagt. Ja, genau. Letzte Mal, wo es sowas gibt, also dass ich noch einmal richtig krache. Es wird mal extra fett die Mayo drüber geballert. Ich denke, dass wenn ich das doch alles gestern die Möglichkeit besteht, dass ich ins Koma falle. Und deswegen sage ich jetzt schon mal schön, dass er geguckt hat. Hat mich gefreut, dass er nochmal dabei war. Ich esse jetzt nochmal auf da, esse noch ein bisschen weiter. Vielleicht gucke ich noch ein Filmchen. Oder ein bisschen Tatort. Kommt der Tatort, weiß gar nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog nochmal. Und ja, wäre dann muss sehen, dass ich das dort nicht mehr machen kann. Da muss ich mich echt umstellen. Naja, das sehen wir ja dann. Alle hopp, machen's gut. Bis zum nächsten Mal. Ist das geil. Guck, da heute so ein paar Pommes hier. Mit Mayo drüber, dann tunkst du in Currysoße. Also wer sowas nicht machen, da weiß ich auch nicht mehr.